Geht da was? Servus Wifi, Servus sei, grüß Gott beieinander, schönen Dienstagabend miteinander. Da sind wir wieder, ja? In alter Frische. In alter Frische und neuer Form, oder wie? Keine Ahnung, ich verstehe die Frage nicht. Wie geht's euch? Alles zauberhaft? Hat's noch gut durch den Dienstag gekommen? Bin aber verleitet, Montag zum sagen, weil Dienstag ich normalerweise ja nicht stream. Aber das hat die Woche leider nicht anders geholfen. Schwing dein Ding-Simulator, also yay! Schwing dein Ding-Simulator an, auch keine schlechte Idee nicht. Schwing ist heute das Motto, habe ich gehört. Ja, heute ist Schwungscheiben. Ja, mit der Schwungscheibe schwingen wir uns heute durch Manhattan. Mit Hauptstories, hauptsächlich, ja. Ja. Gestern habe ich erfahren vom Herbert, dass es noch ungefähr 5, 6 Hauptmissionen haben und dann ist das Spiel schon einmal beendet. Wie viel wir davon heute schaffen, werden wir sehen. Ich habe gestern nur das ganze Nebengeplänkel nur ein wenig gemacht, also nichts Dramatisches, einfach hinschwingen, Gruppen zusammenzipfen und wieder wegschwingen, so ungefähr. Also nichts Herausragendes. Hat wieder ein Achievement gegeben und den einen oder anderen Anzug. Also jetzt man hat nichts versammelt. Ja? So ist es jetzt nicht. Achtung, Verwechslungsgefahr. Spidey schwingt. Spidey swingt. Spidey swingt. Auch nicht schlecht, oder? Müssen wir mal an Bäder fragen, was er zu dem Motto sagen hat. Zum swingenden Spidey. Ja, jetzt schauen wir mal. Was wir jetzt die nächsten 2 Stunden dann also zerrissen kriegen. Weil heute werde ich bis circa spätestens viel über Semi werde ich aufhören. Weil ich erstens einmal noch kochen muss für mich selber, weil ich noch nichts zum Essen gehabt habe heute. Ich muss mein Zeug mit Frühschicht morgen herrichten, ich habe morgen wieder Frühschicht und werde mich dann wahrscheinlich relativ zeitlich auf Couch bzw. ins Bett hauen, samt Tablet, je nachdem. Und ja, Hauptaugenmerk, Freunde der Sonne, morgen 17 Uhr. Ja, morgen 17 Uhr oder die Grantler-Action vom Feinsten, ja, in der nordischen Mythologie. Ich bin scharf wie Pfefferkernel. Ich hab richtig Bock auf morgen. Ja. Ob wir dann morgen ein wenig länger streamen wie 8, Fliege, verpiss dich. Ob wir dann morgen ein wenig länger machen wie 8, das weiß ich noch nicht. Ja, das entscheide ich dann spontan, aber wir werden morgen zeitlich um 5 Uhr anfangen, dass wir Minimum 3 Stunden da reinwerkeln können. Ja. Wie gesagt, je nachdem. Schauen wir mal, ob wir überziehen oder nicht. Letztens ein Meme gelesen vom Spider-Man, aber ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Spider-Mans Kalender hat nur 11 Monate, weil er May ja, der ist schon alt. Tante May ist ja, die stirbt ja in die Filme. Glaube ich. Na, Schmarrn, Tante May stirbt nicht in die Filme. Quatsch. Ich weiß nicht mehr genau. Aber irgendwo in irgendeiner Version stirbt Tante May. Glaube in der Comic-Version, bin mir aber jetzt nicht sicher. In die Filme lebt's noch. Aber irgendwas war da. Weil Tante May, ne? So. Ich hab ihn noch nicht kennt. Den gibt's ausnahmsweise mal bloß der Bazi auch kennt, ja. Aber den gibt's tatsächlich schon länger. Wie gesagt, ich darf es mir nicht festnageln, da müssen wir jetzt irgendeinen Marvel-Experten fragen, wenn da noch mal einer da ist. Ich glaube, dass im Comic war, wo Tante May letztendlich auch irgendwann stirbt. Irgendwas war da. Meine ich. Kann auch sein, dass sie im Spiel stirbt. Das kann möglich sein. Ja? Weiß ich nicht. Ja? Das darf er aber jetzt ausnahmsweise verzeihen, wenn es denn so wäre. Ja? Weil, wie gesagt, das Meme ist schon eine Zeile. Das ist schon ein wenig älter wie das Spiel. Tatsächlich. Aber wundern das mich tatsächlich. Muss ich auch sagen. Naja. Gut. Sonst gibt es eigentlich nichts zum Sagen. Soweit. Ja, läuft alles so, wie es soll.
Tennis spielen war ich heute schon fleißig in der Früh. Und ich habe festgestellt, dass ich beieinander bin wie ein Scheißheisel nach 4 Wochen umeinander losern. Ja, das heißt, zuerst einmal wieder zurückkämpfen, wieder fit werden. Aber ja, hat Spaß gemacht. Und sonst habe ich halt eigentlich meinen Tag sehr faul verbracht. Aber bitte nicht so dreckig wie beim Hugo, dann steige ich aus. Dann steigst wahrscheinlich nicht nur du aus, dann steigen wir alle aus. Wahrscheinlich. Aber das packst du. Ja, das dauert jetzt wieder 3, 4, 5 Wochen, bis ich konditionell wieder auf Wettkampfniveau bin. Kondition baut sich ja relativ schnell wieder auf. Und es hat auch heute schon ganz gut funktioniert. Also ich bin technisch jetzt nicht komplett eingerostet. Klar, es ist noch ein wenig kantig. Ja, aber das ist eigentlich immer. Aber jetzt einfach wieder 4, 5 Wochen Gas geben und dann bin ich wieder im Saft. So wie ich es auch soll. Aber gut, genug davon, Freunde. So, ich meine, wir spielen jetzt einmal ein wenig. Ha? Fangen wir mal schon gemütlich an. Schauen wir mal, was da Phase ist. Beim letzten Mal haben ja die ganz schweren Buben aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja? Das heißt, Manhattan ist jetzt in gewisser Weise ein Trümmerfeld, beziehungsweise ein Kriegsgebiet, wenn man es so nennen kann. Ja? Der Dr. Otto Octavius, ja, der sehr schlaue und vor allem mir bisher sehr sympathische Doktor bisher, ja, ist jetzt auch massivst schnell Base geworden und hat im Endeffekt das Ganze losgetreten. Ja, und ich glaube, dass wir es früher oder später mit einem von diesen schweren Buben zu tun bekommen. Ich habe selber am Freitag noch 11 Jahre wieder Tischtennis gespielt. Ich habe zumindest einmal im Ball. Ja, 11 Jahre ist er dann aber doch noch mal anders als wie 5 Wochen, wenn du mich fragst. Tischtennis habe ich früher auch gespielt, tatsächlich, aber nicht lang, ein Jahr glaube ich. Speis heute ein wenig laut, meine ich, auch. Mal ein wenig runtertrimmen. So. Wir haben bei 75% Spielfortschritt. Also Kampagnenfortschritt, würde ich besser sagen. So. Otto hat den Teufelsatem auf dem Times Square freigesetzt. Ein guter Ort zum Anfang. So, ich habe gestern, nachdem ich fertig war mit meinem ganzen Zeiglatz da, was ich gemacht habe, also kurz zur Erklärung, was habe ich gemacht, da die ganzen Basen im Endeffekt, die wo jetzt scheinbar nicht mehr auf der Map angezeigt werden, doch da, das ganze Zeiglatz habe ich gemacht und irgendwo ist nur so andere Truppen da, die da, das habe ich alles geklärt, ja, ansonsten habe ich nichts gemacht. Ja, weil ich habe jetzt einfach gesagt, wir schauen jetzt Fokus im Stream auf die Hauptstory, dass wir das Spiel jetzt entspannt noch durchbringen, ja, damit ja nichts passiert. Ja, man muss ja nicht außerfordern. Und ja, genau. Und dann haben wir mich da beim Avengers Tower hingepflanzt und habe dann gespeichert. So, und jetzt schauen wir, was die nächste Hauptmission ist. Ja? Ich verstehe nicht, das Spiel ist so laut. Jetzt ist es leise. Hoffe ich mal. Oder bei Korsen glaube ich, dass wir ins Fiesgebäude müssen. Da irgendwie. Nein, das haben wir letztes Mal noch gemacht mit der Tante May. Scharfschützen nageln Officer fest. Der Ort ist Cathedral. Passt schon, schau du nach der Suppe nicht, dass sie überkocht. Das war da nichts. Dann hast du von der Suppe nichts gesehen. Aua. Oh, da hat's selbst. Spider-Man, willst du uns helfen? Ich verstehe die Frage nicht. Selbstverständlich. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Wifi, wenn's das hieß, nimm mal Anne mit, hob grad echt Bock auf A-Suppen. Sabberndes Gesicht. Ja, Wifi, falls das hörst, gell, da sei mal Suppen. Heute kein Kaffee, heute brauchen wir Suppenkistel. Kandeln. Ja? Sei merci für deine 69. Schauen wir mal, vielleicht erfüllt das Wifi deinen Wunsch. So, Norman Osborn, a better major
Major for a Better New York. Das glaube ich wahrscheinlich nicht, weil sonst hätten sie eine. Ah, da schon her, da ist ein Karten drauf, oder was? Kann man das so mit ran? In die andere Richtung vielleicht? Nicht, okay. Analysieren, okay. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Ah, super, ja, schön. Dann haben wir gleich wieder was für unsere grauen Zellen. Reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Sorge dafür, dass die Muster übereinstimmen. Ja, toll. Tipp jetzt einfach mal frech wie ich bin, dass jetzt tun wir das einfach mal da her, ja? Läden. So. Jetzt schauen wir mal. Könnte das passen, du meinst? Nein, das kann nicht passen. Aber da kann da vielleicht das da. Das kann da vielleicht Wickert. Aber wir haben da noch. Warte mal, kannst du vielleicht dann da auch hergehen? Nein, das macht keinen Sinn. Das darf aber da zum Beispiel das auch Sinn machen. Müssen wir mal schauen. Jetzt, wenn ich das dann da einer druck, dann sperrt es den aus. Okay. Tippen wir, dass wir eins brauchen. Okay, das macht keinen Sinn. Jetzt mitgewacht, das kriegen wir schon irgendwie. Das ist auch nochmal ein 1-Zehner. Ah, warte mal, wenn wir dann den da rein tun, dann hätten wir zumindest das hintere schon mal. Da schau her. Das ist ja schon mal was. So, das ist halt die Frage, wie die anderen Puzzleteile zusammenpassen. Okay, das ist wahrscheinlich eins da her. Und das andere da her. So. Dann gehört eins da her. Und das da her. Wird nicht anders. Oscorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Aha. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Ja, wir gehen jetzt rechts, es wird aber wahrscheinlich links sein. Ja. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Ja, schauen wir halt mal. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Garantiert, dass wir an der falschen Spur nachgehen, 100%. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Okay, waren wir doch richtig, ja? Normalerweise, wenn so ein Mensch eine Entscheidung zwischen zwei Seiten hat, nimmt er meistens die falsche. Gedämpftes Licht. Weißt schon wieder nichts Gutes, wenn du mich fragst. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Aha, du schaust mir aus, wie wenn du Strom rein müsstet. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ah, aber Hauptsache schon her. Aber Hauptsache Matratzen hat er sich noch hergerichtet, damit ja auch nichts passiert. Der wir mal alles ein wenig untersuchen da. Sag gerade ein bisschen was von Resident Evil. Electro. Steht voll unter Strom. Ja. Unter Stress wohl kaum. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Okay. UV-Licht. Nichts passiert. Ah, Hauptsache MG. Sehr gut. Wie kriege ich diese Lampe an? Ja, wahrscheinlich auch mit Strom. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Oh. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Ja, dann. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund.
Okay, der ist scheinbar auch krank. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Oha, der Waldscher hat also Krebs gekriegt. Okay. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Den kenne ich zum Beispiel absolut gar nicht. Den Scorpion. Also ich kenne ihn von Mortal Kombat, ja, aber das ist ein ganz anderer Charakter. Aber aus Spider-Man kenne ich den Scorpion gar nicht. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Wasserspeicher. Vielleicht hat das so Hints, wo sie die befinden, die ganzen Superschurken. Aha, das sieht man so, jetzt auf alle Fälle schon mal einen Missionsmarker. Das heißt wahrscheinlich, ja, Wasserspeicher, da wird sich der Scorpion aufhalten. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Aha. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage. Okay. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Okay. Gut, wir haben jetzt praktisch da oben. Brauchen wir quasi noch ein Licht. Oder wie? Geschafft. Ja gut, okay, aber was genau ist denn jetzt eigentlich der Plan? Ach, da kann man sich auch noch umschauen. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Okay. Geschichtsstunde. Muss auch. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Schön. Der ist aber komplett durchgeknallt. Ja? Mit Martin Lee haben wir es ja eine ganze Weile lang zu tun gehabt. War ja erst unser Hauptantagonist. So, was haben wir jetzt da noch? Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Leider ja. So, aber was... Die Frage ist, was muss ich jetzt da machen? Wir müssen ja immer die UV-Lampen anbringen, meine ich. Oder hat es geheißen, glaube ich, ne? Oh, was haben wir da noch? Norman, egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse? Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Ich frage mich, da bin ich gespannt, ob der grüne Kobold auch noch dahergeht, weil das ist ja normalerweise der Norman. Offenbar Beziehungsweise hat später dann der Otto Harry. Technologie auf Schwächen untersucht. Okay. Gut, aber was ist jetzt, was ist denn jetzt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ah, jetzt ist die UV-Lampe, da schon her. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen.
Hoppala, müssen wir noch untersuchen. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Elektro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Okay. Und nun? Müssen wir wieder aussehen, oder was? Icarus, das ist es. Ach da. Hallo, Spider-Man. Oh. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Oh, nicht gut. Das ist eine Drohne, oder was? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatem-Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Ja, okay, der erste ist also der Vulture, den wir wahrscheinlich ausschalten müssen, right? Oder Schocker und Vulture, das kann natürlich auch möglich sein. Fehlgeschlagen! Elektro und... Geschwächt. Zeit für Plan B. Okay, Elektro ist unser erster Gegner. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar. Wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmt, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Muss jetzt erst mal schauen, wie man den O geht. Weit daneben, Max. Wie immer. Ah, mir nicht schießen an Elektro betäuben. Alright. Jetzt geht's ab in den Nahkampf. Wer denn? Kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Wow, 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 wow. Dass ich nur mit dir spiele, oder? Wie? Du bist dran. Hey, Adrian, ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fehde endet heute, Insekt. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Wie jetzt? Stimmt, der hat ja seine Flügel schießen können. Wo ist er denn jetzt? Ich seh ihn nicht. Das war pures Glück.
Okay, aber einfach wirklich Pech gehabt, dass ich ständig daneben geworfen habe. Spider-Man! Ich muss dich vernichten. Ah, super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst. Es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffend, wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? So wie Öl und Wasser, klar. Ja, jetzt pickt der wieder auf seinen Transformator da umeinander. Du hast aber gesagt, dass ich Quicktime-Events hast. Zu langsam. Schade. Da ist jetzt auch schon wieder los, weil ich vor ein paar Minuten allein. Ja, aber wir hätten halt. Er hat keine Chance. Ja, wir packen das. Hey, der hat die Stimme vom Nicht unken, aber irgendwie vom Baldur aus God of War. Fällt mir gerade so auf. Also geht Zweikämpfe ist für, das ist für gar nicht einmal so ohne. Au! Müde Spinne. Ja, war schon mal gut, wenn einer ausgefegt ist. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? 1 Dutzend Mal? 2? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Wie jetzt? Frechheit. Stürzt der mit Flügel einfach ab. Was ist der für ein Anfänger? Kann aus der Schnobi das saufen. Was ist los? Price Habedere. Electro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Gut, 2 super Schurken weniger. Price, es wird bei dir. Es eskaliert schon wieder, wie du merkst. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Ja, das glaube ich. Vor allem, er ist halt einfach ein Loa. Er ist auf sich allein gestellt. Spidey. Er hat momentan keine Hilfe. Nicht so wie bei Batman, wo ungefähr 8 andere Superhelden in der Stadt umeinander rennen. Ja, ist gut, wie geht's euch? Oh, du, ist sauerhaft. Schlechte Leute geht so weit gut. Was das eben ist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Dienstag gehabt. Oh, jetzt ist einmal Tag wieder mal. Ja, sehr zauberhaft. Startverbot. Aha. Der wird jetzt quasi nicht mehr weiterschwingen, oder wie sage ich das? Ich muss Yuri Bescheid sagen. Aus allererstes einmal
können wir keine Fertigkeiten nicht nehmen, oder was? Sag ich das richtig? Tatsächlich. Warte mal, was haben wir für Anzüge? Anzüge haben wir halbs nice. Den da. I don't like. Da bleiben wir bei dem, den wir haben. Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch 4. Hab's gesehen. Und ein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Okay, also ist der Scorpion praktisch der nächste auf unserer Liste. Nachdem der Elektrosepp und der Vogelsepp jetzt schon mal down haben, ja, kommt als nächstes der Stachelsepp. Die Frage ist, ob er einen kleinen oder einen großen Stachel hat. Ich glaube mal, dass er einen kleinen hat. Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tu lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Weil Corona, ihr wisst das. Besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht... Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Das wird mir jetzt wahrscheinlich gleich erfahren, wo der Scorpion ist. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir. Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Kommt der auch mal irgendwo vor? Da gespritzt. Wie gesagt, einen Scorpion kenne ich absolut gar nicht. Wow. Was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht eine Impfung gegen Grippe. Kann ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen. Schnaps. Okay. Ja, mach ich schon beim Schnaps so aus dann. Ich muss das Nervengift analysieren. Oh, jetzt wird's wieder zum Dinger, Freunde. Müssen wir unsere grauen Zellen wieder anstrengen. Scorpion hat es verbessert. So, für das musst du wieder übereinstimmen. Okay, ja gut. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt passt so weit. Das werden wir schon wieder irgendwie regeln. Haben wir auf alle Fälle wieder... Jetzt pass auf, das schaut mir so an, wie wenn das da einer kehrt. Ja, ist zumindest der Mittelbalken schon mal, ne? Aus out of order, sozusagen. Und da schaut es mir so an, wie wenn das da einer müsste. Ah, geht sich das hier? Nein, das geht sich nicht hier. Das geht sich nicht hier, aber dann kann es vielleicht das da sein. Schauen wir mal. Ah, das schaut da, Freunde, das schaut da schon mal ganz, ganz annehmlich aus. So, was haben wir jetzt da? Brauchen wir auf alle Fälle mal den da. Und oft schaut es mir so, wie wenn man. Ah, der ist schon verbaut. Billinger, habe ich die. Alles gut bei dir. Jetzt pass auf, wie, also da haben wir 3, deswegen. Ja gut, dann kann der da her. Okay, nehmen wir. Ovatoxin A, Nervengift. Berzystin. Schrecken, die mein Körper für echt hält. Aha, ja gut, das ist so. Ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Aber der Eklipta alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Ah, dann nimmst du mal Eiweißpulver und Schöpfer, dann hast du auch Steroid. Ja, bitte was erzählen in Giftzellversuchen, da sagst du es. Ja, bei mir passt alles, sind wir jetzt eingesagt. Mr. Billinger, bei uns ist alles soweit flauschig. Ja, ich hoffe, du hast einen angenehmen Dienstag gehabt. Da ist das Gewächshaus. Und jetzt schauen wir mal, was wir in Spider-Man ausrichten. Alba finden. Was für eine Alba müssen wir finden? Also, die Pflanzen. Da ist sie.
Ja, natürlich fällt er davor zusammen, ist eh klar. Aha. Wo ist sie hin? Ist Aber das jetzt eine Halluzination. Kopf? Ja, ist eh Kann klar. beides sein. Doc? Ja, aber jetzt haben wir vor mir im Labor. Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ah, untypisch, dass wir mit dem Spidey laufen. Bringen. Ja, gerade so genau was. Irgendwie... Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft Ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde Sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Das ist, weil gar nicht einmal blöd gemacht. Sie lassen es zu. Da fragt man sich nach Ihren Prioritäten. Ich meine, warum sollten Sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich Ihnen wichtig bin? Ich kann Ihnen helfen. Das neurale Netz beeinflusst Ihren Geist. Das neurale Netz, das Sie mit erschaffen haben. Die Wahrheit ist, Sie haben mir das angetan. Ohne Ihre Hilfe hätte ich diese schrecklichen Dinge niemals getan. Da ist der Clip der Alba. Das ist schon heftig, das Zeug. Die Pflanze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Ja, Peter, du schaust nicht gut aus. Das ist so... Oh, leck mich am Arsch. Riesiges Alter! Skorpionstachel. Traumhaft. Ist jetzt... Danke, Gehirn. Steht, dass jetzt der Scorpion zum Kraken wird. Scorpion? Woher hast du diese Nummer? Immer diese völlig uninteressanten Fragen. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist das nur ein Schein deines sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte, kleinen Insekt. Viel Spaß mit den rosa Elefanten. Was ist mit dem rosa Elefanten? Da ist die Forschungsstation. Ich brauche das Atropin. No. Station. Das Atropin ist da. Oh. Ja, das ist ja klar gewesen. Kommt wieder irgendein Schund? Das Atropin ist weg. Schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc. Ah, aber das bin ich. Das Ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemandem. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alle um dich herum leiden. Laufen Sie nicht weg. Ich versuch's. Ich will nichts von dir. Alter, was ist denn das? Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz. Hören Sie auf. Ich gebe Sie nicht auf. Bitte reden Sie mit mir. Ich kann helfen. Damit sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein. Ich will Ist schon geil wie gemacht. meine Genialität.
Ich habe sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Da ist es. Das Atropin. Wahrscheinlich nochmal dasselbe, aber jetzt hat man Octavius seine Tentakel wahrscheinlich, oder? Ich habe das Atropin. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Ja, das war klar. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Zu sehr bald wiedersehen. War ja klar. Ja, okay. Achso, du war okay. Hätte man wissen können. Okay, man kann da zumindest reinfallen, aber man muss jetzt... Aua. Ja, das Zeug wird mich umbringen. Vorsicht vor den Stacheln. Ich habe es geschafft. Es eskaliert überhaupt nicht, na. Ich muss das Gegengift mischen. Endlich. Das... Ich glaube, der Bildschirm hat einen Grünstich. So geht's uns wahrscheinlich gerade alle. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehlen. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld. Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Wie jetzt? Doch nur zuschlagen haut nicht hin. Was soll ich machen? Er muss verwundbar sein, bevor ich ihn treffen kann. Das ist meine Chance. Ah! Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Boah, das war knapp. Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Wenn er anhält, kann ich ihn treffen. Einer weniger. Du bist ein Loser und du wirst immer einer sein. Ich darf nicht auf ihn hören. Robby. Sehr schön. Nur noch ein paar. Noch einer weniger. Ja, probier's einmal. Toller Held. Alle um dich herum leiden. Das ist wie mit Internet. Noch einer. Ach, da hinten. Wenn ich dein Onkel wäre, wäre ich auch in der Kugel. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, die Zentrifuge, die ich brauche. Aschai! Ein nice Setup. Ich spüre. Nice Setup, Grimano. Wo ist mein Oha. Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ein Pudel Nocker durchschwingen, aber auch mal was. Vergesse, dass das hier passiert ist. Pudel Nocker durch Manhattan-Schwinger und Super Schurken verhauen, das war damit zauberhaft.
Man stelle sich vor, Schlagzeilen, Dr. Octavius von Nacktmull erschlagen oder irgendwie sowas. Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Also quasi einmal gockeln gehen, oder wie sage ich das? So, den wir nochmal aufwerten. Gut. So, was soll jetzt einfach durchschwingen, was? Dann schwingen wir mal unser Ding. Hotzenplatz, habe ich die Ehre. Servus, wie läuft's? Du, kaum eskalativ. Jetzt haben wir ungefähr 45 Minuten im Spiel und es... Ja. Einfach ja. Ein Haufen Superschurken. Deine Frage von letztem Mal hat sie damit beantwortet, es kämen ein Haufen Superschurken oder dazu. Zwei davon haben wir gerade ausgeschaltet. Das war einmal der Elektro und einmal der Geiervogel-Dingens, Virgin, glaube ich, heißt er. Und jetzt kriegen wir es mit dem Scorpion zum Tor. Nach der Spinnenmann erschlägt Passanten mit seiner Anaconda. Ausrufezeichen geschubst. Außenplatz, Juff, es ist alles gut bei dir. GSC Hubst. Ja, genau so nämlich. Alles gut soweit. Das hört man doch gern. MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh, wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, hä? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Sehr gut. Wenigstens die heute noch zu uns. Halbwegs. Solange MJ nicht... Da sage ich jetzt nichts dazu. Ja, Brudi, wie lange brauchst du für deine Kopfbelüftung, oder? Hat das jetzt wieder mal hier, oder? Alle Einheiten. Eine Notversorgungsstation wird von Entflohenen geplündert. Officer in Gramercy benötigt. Bitte bestätigen. Soll ich sie vielleicht ein paar Verbrecher verhauen? Das kann vielleicht auch möglich sein. Oh, die passen gerade. Genau die wollte ich nicht sehen. Alle Einheiten. Unbekannte schießen aus erhöhter Position auf Polizisten. Officer bei Gramercy. Bitte melden. Wenn du eine Feindgruppe besiegt, kehrt diese Gruppe nicht zurück. Ah, ja. Wer ist immer... Probieren wir es halt einmal aus. Vielleicht ist U-Bahn-Luft besser. Glaube ich zwar nicht, aber... Pendler. Ja, schau her. Pauschale kann ich quasi auch schon beantragen. Super Sache. Okay. Ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. Mr. Hotzenplotz, ich weiß zwar nicht, ob dir das jetzt bewusst ist, aber das gibt ein Plus. Ja? Das gibt ein Plus. Ob's das magst oder nicht. Die U-Bahn-Luft war scheinbar wirklich besser. Verstoß gegen Kriegsrechtsstatut 237. Haben illegale zivile Versammlung zerschlagen. Erbitten weitere Anweisungen. Ja. Schauen wir mal nach unserer Tante. Ja, das ist ja auch eine gute. Hier drüben hin. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Stimmt, die ist ja krank.
Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles? Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Verrät mir ja nicht. Ja, das war jetzt unzauberhaft. Ruhig, ruhig. Von wegen ruhige Kugel. Wir haben das ein paar Sträflinge geschafft. Sieht aus, als wäre hier ein explodierender Bulldozer durch. Das war wahrscheinlich der Rhino. Braucht die Antibiotika. Krass, sein Kopf, als der Große ihm eine verpasst hat. Wie ein Käfer an der Windschutzscheibe. Platsch. Und das nur wegen einem dummen Witz über den Anzug von dem Typen. Okay, sneaky peaky, Freunde der Sonne. Drauf, Mann. Aber voll. Ich hab was gehört. Okay, weiter jetzt. Über die Mauer komme ich wohl. Ja, das war jetzt auch traurig, wenn du nicht drüber kommst. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Der ist wie ein Tier. Die sind beide so. Gut, dass sie zu uns gehören. Gut. Keine Antibiotika. Ich muss weitersuchen. Ihr beiden, kommt rüber. Schon gut, schon gut, schon gut. Brudi? Oh, da schaut einer. Gehen wir an dem vorbei? Ach da, Mike! Alter, die Selbstmission mit MJ habe ich so gehasst. Ja, die merke ich. Sam Corrade! Ja, blurig ist ihm. Ja, haben wir jetzt Englisch oder haben wir jetzt Deutsch oder was? Rottalerin, habe ich Ehre. Servus, grüß dich. Neusses, habe ich Ehre. Servus, grüß euch, wie geht's denn? Mike, nix Peng Peng. Heute nicht, Birgit, habe ich Ehre. Servus, grüß dich. Heute haben wir doch kein Peng Peng nicht gemacht. Deutsch passt schon, sehr gut. Leute, Mike, vor allem merci dir für dein Raid mit deinen und ja. Ja, das ist immer furchtbar, wenn man on point sein muss, gell? Merci für dein Raid und willkommen an dich und deine 19 Zuschauer. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Gamerbazi, grüß euch. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus irgendeinem Chat. Schön, dass du hat's. Wenn's wer nicht versteht, schreit er schon. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr quasi jetzt nur noch Musik gespielt und dann nichts mehr erschossen, oder wie sage ich das? Genau. Wie ihr hört, an alle, die mich nicht kennen, ich spreche ausnahmslos Niederbayerisch. Wir spielen heute weiter mit Spider-Man. Ich glaube, dass massivst aufs Finale zugeht. Wir haben ja schon 2 Superschurken verdroschen. Bei dem dritten haben wir dran und dann bleiben nur 2 über und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Mir geht's gut, war im Füssen den schönen Tag ausgenutzt. Da hast recht gut. Rottalerin, das hört man doch gern, dass du einen Dienstag sauber genutzt hast. Niederbayern, Liebe, ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Sei, kannst du an Mike mal bitte shoutouten? An der Stelle. Dass das ja nicht untergeht. Wie Katschen und Taubsi verdroschen. Ja, so ungefähr, genau. Werden wir jetzt noch was zum Essen genehmigen und noch duschen. Ja, Essen und Duschen, das steht heute auch noch auf meinem Plan. Dann schauen wir weiter, ob ich nachher noch mal live gehe. Ach so, du machst dann... Ach so, ja, jetzt haben wir beieinander. Ich hab gemeint, du machst Musik und gleich im Anschluss, also praktisch in einem Stream. Verstehe die Frage schon. Genau, Leute, wer einen Mike noch nicht kennt, beim Mike drauf schauen, der lauteste Bassspieler auf Twitch, ja, und spielt gern einmal Spiele, ist auch der niederbayerischen Sprache äußerst mächtig. Und ja, da lassen wir mal einen Daumen liegen, da wer es noch nicht da hat, gell? Bitte, Dankeschön. Mike, merci nochmal. Ja, hättest du auch gemeint. Planänderung und so. Ja, Streamerleben halt wahrscheinlich, ne? Kommt immer anders, wie man meint. Ansonsten hoffe ich, dass es den Gulli gut geht. Und dass bei Mike eine angenehme Zeit gehabt habt. Wir haben jetzt da gerade in einer absoluten Sneaky-Peaky-Mission. Da drüben sind mehr Vorräte.
Und das ist unzauberhaft, weil wir mir keine Waffen und gar nichts haben aktuell. So, die Frage ist, warum dreht sich der Arm da jetzt nicht um? Aber das wird man schon irgendwie... Ja, ich sag's da. Wird man schon irgendwie... Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu Oh, das war knapp. die Stadt zu beschützen. Das war zu eindeutig. Mir geht's gut, bin wieder urlaubsreif. Ja, ich glaub, mehr Urlaub ist mehr gut. Ich glaube, jeder ist immer urlaubsreif, wenn du mich fragst. Aber schön, dass es dir gut geht. Und schön, dass du da hat's. Freut mich. So, jetzt pass auf, da luren jetzt zwei umeinander, oder wie sag ich das? Hat der da verdrischt irgendjemand? Gib uns die Info, dann hört er auf. Darauf habe ich keinen Zugriff. Der Brian ist halt mein Discord selber. Ja, wir haben einen Discord selber, da könnt ihr gerne mal draufschauen, wenn's Lust und Laune habt. Ja, die einen oder anderen geschubsten haben da schon drauf. Und so weiter und so fort. Ich hab im Oktober 3 Wochen Urlaub gehabt. Ja, dann ist man auf alle Fälle urlaubsreif. Du musst ja erst einmal Urlaub vom Urlaub nehmen. Weißt schon? So. Und dann brauchst du Urlaub, weil du dann ja schon lange nicht mehr im Urlaub warst. So mäßig, ne? Also, jetzt pass auf. Er schaut da umeinander, der wird von dem Kasten da hinten aber nicht abgelenkt. Der wird nur von dem abgelenkt. So. Da steht er schon mal gut. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass es zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Der dreht sich jetzt da weg. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, Noch ein ist mir Furz. das egal. Der Trauma-Kids. Okay. Ich glaube, das war mehr Dusel als Verstand. Aber gut. Das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon, suchen wir hier weiter rum. Ja, jetzt kämen die Scharfschützen auch noch dazu, ist eh klar. Oh Mann, wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Ich hab was gehört. Hey, bleib cool. Ich hab was gehört. Ah, okay, da darf man nicht rennen. Warum spielt der FC Bayern auch mit? Hä? Price, den verstehe ich jetzt nicht. Der FC Bayern? Wollen die da etwa die Vorräte aufteilen? Oh Mann, wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Achtung, Scharfschütze. Also mehr du. Ja, jetzt haben wir beieinander, ja. Mehr Dusel als Verstand, ja, wahrscheinlich. Der Miles, das ist eigentlich der Serge Gnabry. Der Serge Gnabry oder wie der heißt, keine Ahnung. Bin nicht so drin im Fußball. Okay, da muss es zügig gehen, scheinbar. Es muss zügig gehen, es darf aber nicht laut sein, so ungefähr. Finde Antibiotika, ja. Achtung, Scharfschütze. Ach, das muss man timen, dass der Scharfschütze... Jetzt pass auf, wo zielt denn der Haumtaucher überhaupt hin, ist die Frage. Ah. Ich hab was gehört. Hey, ist da jemand? Ah, geh weiter, da wischt er mich doch noch. Die spielen gegen Bremen, weil die Mai hat mir vorher geschrieben, dass weil die ist ja aktuell in München, da ist ziemlich Randale am Bahnhof, da war Massenschlägerei, da haben Polizisten mit 25 Malinos im Einsatz gewesen. Und dann habe ich auch schon geschaut, hey, was ist denn heute eigentlich los? Und dann habe ich geschaut, ja, da spielt Bayern gegen Bremen. Und man das also auch, vielleicht ist das nicht der Weltuntergangstag, sondern man möglich. Dann hoffen wir mal, dass er den Meteoriten fängt, der wo da einschlagen soll. Hab was gehört. Mei, kümmern wir jetzt da unter das Auto durch, ich sag, ha? Ja, Herrgottsseele. Aha. Super, jetzt erst haben wir die Scharfschützen gehabt und jetzt sind die mit Obi-Taschenlampen da, super. Da kannst du keine Scheiß nicht haben. Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Wow, ein echt großer Mann. Das ist kein Mann, das ist ein Berg! Das ist der explodierende Bulldozer. Routen und Zeitpläne. Блядь! Sofort. Ja, сказал. Gentleman, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant.
Unflauschig trifft's wohl eher. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Ich glaub, der ist hin. Was war das? Schau nach. Los. Oh, nicht gut. Hat mich nicht gesehen. Oh, sitzt uns sehr jetzt im Knack. Ja, wir machen jetzt da News sein, weil gegen den haben wir keine Chance. Wer ist da? Komm, zeig mir. Hab keine Zeit für sowas. Der Tunnel. Der muss unbedingt einmal ein Anti-Aggressionstraining machen, wenn du mich fragst. Ja, also, ich verstehe die Frage nicht. Bremen, meine Mama muss immer lachen, wenn ich Bremer sage. So wegen, ja. Achtung, Verwechslungsgefahr. Ja? Der SV Werder Bremen und Bremer. die einen haben garstig und die anderen haben schlecht. Vielleicht kann ich. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich behaupte das jetzt einfach. Er sieht mich, wenn ich ihn nicht ablenke. Alexei findet alle. Verstecken ist sinnlos. Ey, Miles, mach's doch einfach, wir für eine Flaschen Antibiotika hin, das sauft der Russ sowieso. Das ist für den ist alles so an der Wodka. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Was hat er denn die Lampen da, Alter? Der, also, der tat selbst der Kind über den Haufen rennen. Ganz normal mich dich nicht. Super, dass er über uns geht, das hält bestimmt her. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Da, ich fahre mit dem Gabelstapler über den Haufen, was darfst du denn da dazu sagen, ah? Wo muss denn überhaupt hin? Ach, da rauf. Ja, dann. Irgendwie glaube ich, dass ich da nicht sein sollte. Spiel keine Spielchen. Ja. Ich muss direkt an ihm vorbei. Nerv mich bloß nicht. Ja. Komm, jetzt! Raus! Oh oh, ich glaube, dass uns der gleich erwischt. Die blaue Jacken ist halt auch so Stealth. Ja, total. Das ist die Tarnanzugs... Jacken, die hat's beim Aldi im Angebot gegeben. Spiel keine Spielchen. Ja. Ich muss direkt an ihm vorbei. Nerv mich bloß nicht. Ja. Mein was, weil halt ja auch alles kaputt machen muss. Jetzt! Raus! Los, abwarten. Ich brauch das nicht. Ich auch nicht. Oh, knapp. Zu knapp. Ich muss hier raus. So weit weg bis zum Ausgang. Einfach mal da einer, weil ich sonst nicht weiß, wo ich gehe. Bist du? Da warten wir wieder beim Dusel als Verstand. Bei mir Dusel als Verstand. Nicht verstecken! Vielleicht wäre ich da oben sicher. Wenn ich dich finde, setzt es was! Der Container. Mein Ausgang. Also ich tippe jetzt mal, wenn der eine wischt, dann brauchst du mindestens 3 Bohrschutz zum Bremsen. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt 2 aus dem Fenster lehne, aber ich tippe mal schwer schon. Ich finde dich! Da, Lampenspellen. Komm, raus! Er könnte mir die Öffnung freimachen. Wo bist du? Alter. Los, los, los!
Es war ja klar, dass uns irgendwie noch erwischt. Ist wie Fangenspielen. Ich hasse Fangenspielen. Jetzt sei halt nicht so. Jetzt kommt von links so einer, 100%. Wer muss wissen, dass ich dir... Weg von mir! Sorry doch, dass da irgendeine... Deine Brieftasche. Hilfe! Hey, lassen die ihn! Ein Honigdachs. Sie dürfen Leute nicht so rumschubsen. Wie denn? So etwa? Haha, der hat echt Mumm. Hüfte ausrichten. Oh. Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. War gar nicht so schwer, gell? Oh. Na, einmal probieren? Alles gut, Kleiner. Gut, die Rechte hat schon mal geholfen im Zweifelsfall. Da muss dringend was Cooleres her. Miles, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also... Flipp nicht aus, aber... Ich muss dir dringend was erzählen. Rainer ist ein Russ und hat gerade kein einziges mit Billard geschrien. Das ist eigentlich eine verpasste Chance. Ja, da haben's Potenzial verschenkt. Da haben's Potenzial Sehr verschenkt. gute Arbeit, Miles. Bleib nah beim Viech. So, Moment. Halt das. Ja, haben wir schon wieder... Achso, das sind die Dinger da, okay. Muss ich mal weggehen, weil das triggert mich sonst. Ein Fotzen ist schneller geschmiert wie Butter. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht Ja. das Asyl an. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Da hat er mal, da gibt's ja die heilige Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und/oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mache mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde. Aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Ja, das darf mich gar nicht mehr wundern, dass der Peter mir ist. Vorhand, Rückkehr und Abrissbirnen. Ja, nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das Swankgapper kennt, die Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung. Die heilige Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung, so muss man sagen. Ja, der Herr Chris, Habitäre, merci für dein Prime-Sub. Willkommen in der Basis Game, viel Spaß mit dem Mods. Alles fit bei dir. Immer mehr Zuhörer warnen davor, dass die Sable Agents, die uns beschützen, Ja, Hauptsache der Jonah gibt seinen Senf wieder drauf. Truppen verhalten. Aber hören wir es uns selbst an. Darf ich bitten? Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lasst mich rein, ich bleib ja auch drin. Da richten ihre Knarren auf mich, wie auf den Verbrecher. Wo soll ich denn hin? Lieber Anrufer, Ja, am besten im Haus bleiben, wenn schon draußen mal lang geschossen wird. Notlagen sind kein Grund, Menschenrechte zu missachten. Auch wenn ihre gewählten Vertreter... Passt alles, das hört man gern. Bei uns, bei mir, alles zauberhaft soweit. Ja. Schauen wir mal, ob wir heute Spider-Man im Finale haben. Ob wir das bis ziemlich durchbringen, wahrscheinlich eher nicht. Aber schauen wir einfach mal. Wir haben auch dabei Superschurken zum Verdreschen oder Verdroschen zum Werden. Je nachdem. Du kennst das nicht? Das ist vom... jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist jetzt bitter. Vom Ringelstädter. Der Ringelstädter hat da so einen Gag gemacht. Die heilige Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung. Das ist ein Watschen, ein Schein und ein Fotzen. Müsst ihr ihn gehen hören. Ja, also ich kann es eigentlich noch, wenn wir mit dem Spielen fertig haben, kann ich ihn noch erzählen, wenn es ihn interessiert. Der ist tatsächlich nicht schlecht. Ich kenne ja die Scheinheiligen. Rottalerin, die kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, die kennen wir leider wahrscheinlich alle. Ja, die Scheinheiligen.
Hat wahrscheinlich jeder schon mal seine Erfahrungen gemacht damit. Weiß nicht, ob das irgendein Sekten ist oder was, aber ja. Ja, du kennst das, Chris. Ah, der ist tatsächlich nicht einmal übel, der Gag. Und soll ich den verzeihen? Soll ich den schnell verzeihen? Soll man schon einen kurzen Bazi-Witz machen? Also ist ja eigentlich nicht meiner, aber... Wie war das mit Abrissbirnen? Such dir jemanden in deiner Größe, Rhino. Gibt keinen in meiner Größe, Pauk. Oder lass uns doch einfach darüber reden. Okay, passt auf. Also, die heilige Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung. Jetzt passt so was, ja? Bazi-Erklärstunde. Erst einmal, merci dir, Rottalerin, für dein Following. Danke dir. Passt auf. Die heilige Dreifaltigkeit ist ein Watschen, ein Schein, die heilige Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung ist ein Watschen, ein Schein und ein Fotzen. Ja? Ausgangssituation, wir haben ungefähr 5 Jahre alt im Kindergarten. Ja? Unser Kindergärtnerin, ja, das ist eine große, feste Frau, ja, also so quasi richtig gestammig. Ne? In der älteren Generation waren das üblicherweise manchmal Nonnen, ja, das lassen wir jetzt mal außen vor. So, ein Watschen ist ungefähr so, ja, ja, wie soll ich, die kriegt man nicht, sondern, ja, wie soll ich jetzt sagen, jetzt habe ich einen Hänger. Genau, so. Ein Watschen ist, da kann derjenige eigentlich nichts dafür, der wo eine kriegt, weil die fängt man sie, so quasi. Also ist derjenige, der was hergibt, eigentlich schon mal raus. Ja? Da hast du meistens, wenn du der Watschen fängst, ist das pädagogische Problem dahinter, du weißt hinterher nicht, warum du es eigentlich gekriegt hast. Ja, das ist das Erste. Die Steigerung von der Watschen ist dann Pfotzen. Die kriegt man nicht, sondern die haut man ober. Ja? Das ist meistens, bei der Pfotzen musst du halt aufpassen, dass deine Hand ungefähr so eine gebogene Fläche hat, ja? So wie so eine Muschel, dass da bequemer Kinderohr bloß. Also, nein, wir haben ja keine Kinderschänder, ich sag das jetzt nur der Witzigkeit halber. Dass da ein Ohrplatz hat, sag ich jetzt einmal, ja. Und da hast du dann also eine frühkindliche Erfahrung, da hast du so dunkles Wummern im Hinterkopf, ja. Da kannst du aber danach relativ traumafrei weiterleben. Ja. Und die höchste Steigerung, das ist Chain. Ja, glaube ich. Jetzt kann es auch, dass es vertauscht, aber ich glaube, die höchste Steigerung, das ist Chain. Ja. Das ist quasi ja, mehr oder weniger ein Geschenk, wenn man so mehr hört. Die kriegt man. Und da ist es so, wenn es jetzt, wir versetzen uns wieder in die Kindergartensituation. Ja. Du hast irgendwas ausgefressen. Die Kindergärtnerin, ja, die Gestammige, die Große, die verfolgt die gerade. Du raufst auf ein Brennnesselfeld zu und biegst im harten 90-Grad-Winkel nach links weg. Und bei der Kindergärtnerin sollte man halt vielleicht dazu sagen, bei derer, die hätte nichts anderes hergeben können wie der Schein. Ja? So, die Kindergartengärtnerin, ja, wie auch immer, die Kindergärtnerin, die schluckt in das Brennnesselfeld ein. Und da ist jetzt der Punkt, wenn die von dem Brennnesselfeld wieder rauskommt, dann ist es schlimmer gewesen, dann ist die Schein schlimmer als die, was du gekriegt hättest, wenn es nicht reingeflogen wäre. Also der Ringelstädter verzeiht ist natürlich viel, viel besser als wie ich jetzt. Aber, ne, Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung ist also der Watschen, der Schein und halt der Fotzen. So. Aber da gibt es einfach in YouTube bei Ringelstädter Züchtigung, wie auch immer, der bringt das deutlich besser um wie mir. Wie der Rhino jetzt, der kann auch nichts anderes verteilen wie der Schein. Alles ist nur Mittel zum Zweck. Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Ja, das... Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Helmo. Also der reißt einfach... Okay. Oh, ich mag den Anzug.
So individuell. Schade eigentlich. Dankbar, Paul. Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger. Rudi, du brauchst, ich hab das eh schon mal gesagt, du brauchst ein Anti-Aggressionstraining. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malenki. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber nur Oha. fast. Oh, da müssen wir noch... Ah, da ist noch ein Ruin. Sehr gut, die nehmen wir. Da, Charlie Brown, komm mal da her. Du bist nicht lustig. Okay, Rhino. Beenden wir das. Ah, jetzt kommt der Scorpion auch daher. Ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. Oh, nicht schon wieder 1 gegen 2. So gern ich dich mag, Scorpion. Man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Aua. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Wo ist denn einer jetzt? Und? Ja, erledigt mir, sterben der ist ein wenig einfach. Hast du schon einen Namen? Die schrägen 6? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm 6. Oder jetzt sein einer Kumpel über den Haufen gerannt. Das ist aber jetzt sauerhaft daneben Effekt. Angriff, du Trottel! Jungs! Au! Da, Mülleimer! Ins Gesicht. Oha. Da, das ist auch eine Mülltonne aufs Gesicht. Ich werde es auch keinem sagen. Und seinen Schädel heil lassen? Wo bleibt dann der Spaß? Ich glaube, sowas wie Spaß kennt der nicht. Die Frage ist, kommt der da rauf? Bürger, seine How-Tos sind super. Oh ja. Die haben absolut sauerhaft. Da habt ihr nicht Unrecht. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Mike, geh halt einmal da unter einer, ha? Hattest du nicht einen Poesiekurs im Raft belegt? Als Therapiemaßnahme? Ja, ein neues ist Gedicht. Eine Spinne kam. Wir setzten uns hin. Ah ja. Malte ich den Liebsling. Entzückend. Das war mehr Zufall? Freiheit, verstehe ich. Für Freiheit ganz New York in Gefahr bringen? Eher nicht. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du Freakshow! Sagt er! Das ist der Ernst. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Ja, blöd. Geh weiter. Komm, das kostet mir jetzt auch nicht verzeihen. Damit wären es 4. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp ziert sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin.
Also der Rhino, der wo die komplette Stadt in Schutt und Asche legt, möchtest du mir jetzt erzählen, dass du den einfach in so einen Container sperren kannst, ohne dass er ausbricht. Im Labor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Rhino und Scorpion sitzen i Container. UHA Ting Tang Wala Wala Bing Bang. Was? Rhino und Scorpion sitzen im Container? Du bist so stark Blödsinn. Danke dir für deine 69. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend und einen schönen Stream. Liebe Grüße in die Basser Heimat. Rottalerin, ich sage merci fürs Zuschauen, merci nochmal für deine Followungen und liebe Grüße in die Rottaler Heimat. Ja, sowieso klar. Danke dir. Wir brauchen die Position. Eine angenehme Restwoche wünsche ich dir, falls wir uns immer hören daten. Ja gut, dann schwingen wir uns einfach mal zum nächsten Bosskampf, I guess. Weil, was tat man sonst? Electro will unser Stromnetz lahmlegen. Vulture lässt Tod auf uns herabregnen. Spider-Man provoziert sie beide im Herzen. Ja, wo siehst du denn jetzt? Ich mag da landen. Hallo, was siehst du mit dir? Okay, MJ, ich bin ein paar Blocks entfernt. Meld dich, wenn du Probleme kriegst. Oh nein, bitte, bitte nicht schon wieder Sneaky Peaky Schleichmission mit der NJ, bitte. Bitte nicht. Danke, Pete. Oh, natürlich, das war so klar. Okay. Warum denn? Das Haus ist im obersten Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Vom Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Die Frage ist, warum ist da nichts los da drin? Das wird er nie überleben. Die nächste Wahl wird sein Ende. Da ist der Sicherheitsraum. Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe. Die Bewohner sind sauer. Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Immer rein in die gute Stube, sorge für eine Ablenkung. Ah, da schau her. Ich habe meinen Inhalator vergessen. Ich habe gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Mit der Security? Hey, lassen Sie uns nach oben. Ich habe einen medizinischen Notfall. Oh Mann, ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben. Zirkt nicht. Das zirkt nicht. Das war nicht überzeugend genug. Okay. Müssen wir mal da schauen. Ah, da gibt es auch noch einen Haufen. Je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Halten Sie sich bloß vom Empfang fern. Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Ach so, mir stacheln wir... verstehe die Frage schon. Mir stacheln wir die ganzen Leute jetzt so. Warum ist Osborn denn nicht hier unten? Ihm passiert sowas nie. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. Einer der größten Spender durfte gleich wieder nach oben. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Ist doch klar. Das sollte reichen. Ach so, meine Sohle. Komm raus, es gibt hier Ärger. Kommt sofort hier raus. Der Wir sind Sicherheitsraum genauso ist wichtig wie offen. Osborn. Ich muss nur noch ungesehen zur Tür kommen. Bleiben Sie bitte ruhig. Sable International ist mit der Kontrolle bald fertig. Das sagten Sie schon vor einer Stunde. Oh, mal schon. Hallo. Ich kenne Sable Agents, Ping, denen ping. du gefallen würdest. Achso, doch nicht Ping Ping. Einfach nur zum Schocken. Ein Taser? Drücke in einer lautlosen Takedown hinter deinem Gegner Viereck. Okay. Wahnsinnig teures Gebäude mit Netzwerkgeschwindigkeit von 1905. Ein Britzelping. Das britzelt, ja? Das schießt nicht, das britzelt. Komm schon, dreh dich um. Eine Bewegung, stand by. Brav. Bzzzt. Sable bezahlt sicher die Unfallversicherung. Die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Neben dem Agent. Ja, den britzelt man auch nicht. War zu direkt aus. Mary Jane Watson, Superspionin.
Entriegeln wir mal den Aufzug. Sie kann Catwoman sein. Geschafft. Norman verzieht sich. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. Wischt uns jetzt bestimmt gleich wieder irgendwer, oder? Okay. Penthouse-Aufzug. Endlich. Norman und Sable. War ja klar. Oh, das war aber mehr Dusel, wie verstanden. Das war wieder mehr Dusel, wie verstanden. Nutzloser Knopf. In seinem Büro warten wir aber mal eine Schau mal gewinnen. Als Spider-Man, wenn man nicht alles täuscht. Normans Wachen haben sich verzogen. Wenn er hier oben etwas versteckt, dann finde ich es. Schutztüren aktiviert. Automatische Selbstdiagnose startet. Bleiben Sie bitte ruhig. Automatische Selbstdiagnose, ja toll. Wissenschaftliche Berichte über das Spider-Man-Problem. Seltsam, dass sich eine ganze Hausindustrie auf Petes Kräfte konzentriert hat. Noch seltsamer, dass Norman ein so aktiver Teil davon war. MJ, Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein. Hey, oh, da mal Und gucken. aus der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Wer bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt? Okay, wir brauchen ein Familienbädel, sag ich schon. Familienbädel, wo? Tut er die? Da hinten ist ein Familienbädel. Glaube ich. Was ist das denn? Ja, grüner Kobold ist eh klar. Ein Bauplan einer Prototyp-Gewichtsmaske. Offenbar kann sie strukturelle Schwächen zeigen. Ja, das ist klar, der Gleiter und Masken vom grünen Kobold. Hätte mich auch gewundert, wenn er nicht vorkommt. Ist dieser bist du ein Familienfoto? Die fabelhaften Osborn Boys. Okay. Die bleiben zu, bis der Check abgeschlossen ist. Sonst irgendwas? Das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch. Da gibt's nichts mehr. Da ist auch dicht. Ja, okay, wir müssen das Familienfoto finden. Oh, da ist auch noch was. Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. Okay, Harry's last day. Ja. Mein Gaming-Zimmer da wir da einrichten, wenn man es leisten kann. Kann ich aber leider nicht. So, wo ist jetzt das verrotzte Familienfoto? Das müsste ja das sein. Aber da kann man nichts tun. Einschlabedere. Wunderschönen Dienstagabend wünsche dir. Was wird bei dir? Erkunde Namenspen. Okay, wir müssen scheinbar noch irgendwas finden. Irgendwas geht uns noch an, scheinbar. Meine. Eine Bücherl oder was? Das haben wir schon. Ist auch nichts mehr. Die Masken da vielleicht? Feierabend, Rasen voll. Was? Ranzen voll. Rasen voll. Ranzen voll, noch schnell runden Dadeln und ab mit Wann. Super flauschiger Druck. Sehr gut. Das hört man doch gern. So kann der Dienstag auch laufen.
Ja gut, jetzt ist aber immer noch die Frage, was soll ich machen? Hast du die ersten Unterlagen untersucht? Haben wir das können? Da hat man nichts da können. Ist vielleicht mit dem Behälter irgendetwas? Nein. Das ist der Gefechtsprototyp aus dem Bauplan. Aber das haben wir uns nicht... Aha! Wow. Diese Maske ist unglaublich. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Norman verabschiedet seinen Sohn. Wohl als Harry letztes Jahr nach Europa gegangen ist. Geheime Tastatur hinter dem Familienbild. Norman mag wohl Agentenfilme. Selbstdiagnose abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Schutztüren geöffnet. Okay, finde den Tastaturcode. Harrys last Norman könnte jede day. Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Harrys letzter Tag. Das war letzten Sommer. Aber es war Juli. Oder August? Harrys Tagebuch. Vielleicht finde ich da das Datum. Kate, komm mal noch zurück, da richten wir mein Gamingzimmer ein. Schaut besser aus. Norman hat Harrys Zimmer verriegelt. Es soll unberührt sein, wenn Harry zurückkommt. Aber wo ist der Schlüssel? So, da haben wir auch noch was. Das hatte ich vergessen. Die Osborns haben ja ein Wappen. Plus Motto. Pax in Bello. Frieden im Krieg. Muss ich dran denken. Harry sagte, dass immer seine Mom gekocht hat. Würde mich wundern, wenn Norman den Herd je berührt hätte. Gibt's eigentlich jetzt, wo du nicht über den Harry warst? Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut im Burgund stammt. Wahrscheinlich, offensichtlich. Gehört euch zu? Ach, der hat noch... Ist eh klar, einen Pool haben wir auch noch in der Wohnung, ist eh klar, aber was soll der jetzt? Oh, da ist die Waschküche, da her. Die Stadt ist im Notstand, aber Norman schafft es noch immer, dass für ihn gewaschen und geputzt wird. Was für ein Held. Ja, Bürgermeister eben. Was ein Mond? Geiler Typ. Zwei Waschmaschinen läuft. Ich gehe gerade zu Dr. Michaels für die letzte Spritze vor der großen Reise. Kommst du auch? Bringst du mir dann mein Tagebuch aus meinem Zimmer mit? Ich wollte mir Gedanken über den großen Bon Voyage-Tag notieren. Okay, also, ja, ich hab's schon oft genug gesagt, aber danke für das hier. Ja. Ich hab dich lieb. Wow, ich habe Harrys Stimme schon lang nicht mehr gehört. Er klingt so müde. Wir brauchen das Tagebügel quasi. Das Tagebuch noch da. Ich sehe in seinem Zimmer nach. Schau dir das an. Norman erinnert seine Gäste gern an seinen Status. Aber ein Foto wurde entfernt. Was da wohl war? Woher Harrys Zimmer. Abgeschlossen. Wo Norman wohl den Schlüssel hat. Geht's da jetzt aus? Tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Wenn auch verspätet. Es war ein hektischer Monat. Ich vermisse dich, besonders heute. Ich habe ihn weggeschickt. Zur Behandlung. Er wird schon, versprochen. Für dich haben wir GR27 leider zu spät entwickelt.
Zimmer bleibt unberührt und bereit für seine Rückkehr. Der Schlüssel ist bei dir, Em. Ich weiß, dort ist er sicher. Moment. Norman hat Harry zur Behandlung geschickt? Ich dachte, er macht eine Europareise. Was verbirgst du vor uns, Harry? Das ist jetzt sein Bruder, oder was? Schon irgendwie süß. Norman hebt alle Wahlkampfbuttons seiner Kampagnen auf. Hier einer für den Elternbeirat. Und er hat noch Platz gelassen. Hast du größere Ziele, Norman? Ja, wahrscheinlich. Harrys Mom Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, dass er sie hübscheste Mom von Midtown nannte. Aber das war sie. Fühlt sich an, als wäre etwas hinten am Rahmen befestigt. Du sagst, das ist der Schlüssel. Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Zimmer. Ah ja, gut, okay. Er ist wie so ein Schnitzeljagd gestaltet. Was? The fuck? Das ist nicht für Harry, oder? Ist der Harry krank? Rechtsbücher. Harry will Umweltanwalt werden. Wie seine Mutter. Oh, schon am PC, oder? Warum hast du uns denn nichts davon gesagt? Okay. Ma, fliegen, verpiss dich, du störst mich gerade. Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein. Was der 18. Juli? Also 0718. Oder 1807, je nachdem. Ja, und jetzt wird es Niki Piki, sehr klar. Bevor wir hier verschwinden, brauchen wir einen Plan. Hier! Du bleibst hier. Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar sein. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. Ich gehe an die Luft. Oh, na! Normans Heilmittel ist bereit. Er geht zum Labor, in dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf super Alarmstufe Rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Könnt ihr echt einen Kaffee brauchen? Die Frage ist, kann man die Sneaky Peaky ausschalten? Das probieren wir jetzt einfach. Es geht sogar. Zentrale, keine Vorkommnisse. Das Terry ist nicht gespannt. Oh, 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 oh. Wer ist da? Zentrale, alles ruhig. Wiederhole, alles ruhig. Hier ist vielleicht was, Zentrale. Standby. Das ist ungefähr die Dimmersau vom Blätterfackel. Die Blätterfackel von der Dimmersau. So muss man sagen. Okay, wann ist Olli? I guess. Okay, 18. Juli. Bingo.
Das geheime Geheimlabor, wo geheime Geheimnisse geheim gehalten werden. Gruselig. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Spinnen? Will Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Die Beschriftung dieser Käfige. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Alter, das ist schon verdammt gut animiert, gell? Das ist ein Spinnenknädel. Die Tante weiß ja eh alles, da bleibt ja gar nichts zum Helfen über. Ja, offensichtlich. Da war Schiefer, was? Ein Chinese. Ja, Norman Osborn, GR27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. GR27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn Blinger Messwindler. Sie haben doch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Die fliegen. Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Was für eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Das ist ja unfassbar. Unfassbar! Ja. Oh, ist doch Bridgen. Wow, Norman gewinnt den Fast. Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. Ja gut, das haben 4 Heisel. Ich verstehe die Frage nicht. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So finde ich das Teufelsatemlabor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Kombiniere. Norman ist so richtig der verrückte Wissenschaftler. Das ist bekannt. Was ist das hier? Prototyp-Handgranaten? Wenn mir nicht alles täuscht, haben da die, also das schaut aus wie eine Kugel, wenn es die wirfst, kommt aber so eine Art Wurfstern aus dabei. Die Heisel in New York sind trotzdem 50 Mio, so ungefähr. Das stimmt. Haben wir alles gesehen, oder? Also kann man das dann da nochmal anklicken? Warte mal. Ist wohl eine Karte der Upper West Side. Ah, das kann man nochmal anklicken. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Das wird wahrscheinlich da hinten sein, oder? Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Wo vielleicht? Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude, aber die Sable... Es kann ja nur das sein. Wo sich diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Ja, es muss ja dann... Das kann ja eigentlich nur... Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Geschäftsgebäude. Ach so, da kann man weiterklicken. Wow, das sind viele Datencenter. Oscorp geht voll auf Verteidigungsforschung. Bravo, bravo, bravo. Und das ist wohl das C-Team. Vielleicht da dann? Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Gutes altes am Teufelsorb wohl Streifenwege an Oscorp-Gebäuden vorbeiführen? Gutes altes Alpha-Team. Schwer bewacht. Also wir brauchen einen Dr. Michaels. Wir brauchen... Nein, Norman, ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. So, Datencenter. Und dann brauchen wir aber... Am
Im Teufelsatemlabor sind sicher viele Sable-Truppen. Also vielleicht das da. GR27. Das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Okay. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin drücken. Ah, das ist der Martin Lee aus Baby. Also als Kind. Ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Stopp Sie das! Du hast ein bisschen eskaliert. Was hast du getan? Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Wer ist da? Nein. Nein. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Oh no! Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Ja, möchtest die manipuliert, ich gerade sagen, möchtest die manipuliert, ich bin nicht einmal oben da von dir. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Wo bin ich überhaupt hin? Was er fällt um, der andere hinten liegt und er denkt so, ja, scheiß drauf, wird schon nichts sein. Profis. Ja, der da hinten wird mir jetzt so den erst nicht mehr interessieren. Wow! Wieder. Getötet! Außer Gefecht gesetzt, du Hamdacher! Ah, ich hab meinen, er geht geradeaus weiter. Ich hab meinen, er geht geradeaus weiter. Ich denke, dass er Biege macht. Zero Depth, ja, fast. Der Kong muss frei sein. Naja, den britzelt man weg und dann passt das schon. Was sag ich dir? Pete, bist du da? Bin an der Lexington.
Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Auf das waren die anderen zwei natürlich jetzt nicht gekommen. Pete, bereit? Warte, Moment. Zu spät. Du bist dran. Du bist irre. Ich glaube, das sind die. Du bist unglaublich. Wir warten natürlich wieder Timing vom Feinsten, ist eh klar. Jetzt machen wir Happy End Busse haben, gell? Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke. Partner. Mein Schmus soll jetzt endlich heilen. Herrgottsnamen 30. Stehen sie aber an, die zwei. Oh nein, böse Spinne. Nicht gemanipulierte böse Spinne. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Max-Stufe. Man muss doch irgendwie zu Lee und... Weiß ich jetzt nicht mehr Peter... ist wurscht. So, das heißt, ich kann jetzt die letzten Dinge da aufwerten, oder was? Tatsächlich. Besserer Spider-Man. Nice. So durchkommen. Sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Gut, dann schauen wir uns die Mission noch an. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich muss endlich, wir schauen mal hin in die. Ja, genau. Ich hätte da eine andere Szene, Alter. Ja, Oscorp. Was sag ich mit bei dir? Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10. und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Super. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Was für Anfänger arbeiten bei denen an einer Polizei, sag einmal. Antiserum. Ich hätte nicht erwartet, dass du fucking cool ist um 5:30 in der Früh mit dem Rall. Das hätte er gestern schon sagen können, aber ja, man denkt, du bist so hart im Nehmen. Ja? Du gehst bei minus 5 Grad auch mit T-Shirt und kurzer Hosen aus, da haben wir gedacht, ja, du wirst das schon überleben beim Radlfahren. Ja? Morgen weißt du, musst du Jacken anziehen und Handschuhe. Ja, aber die Finger waren halt, ja, das, wie gesagt, das hätte er sagen können. Gut, aber jetzt aus einen schlechten Schutz nicht. Oder so. So, da bin ich jetzt gespannt, was da gespielt wird jetzt dahinter. Hätte ich gar nichts sagen. Eine Gruppe Zivilisten zettelt Gewalt gegen Friedenstruppen an. Die Rädelsführer werden verhaftet und befragt. Ah, das schaut schon wieder ganz gut. Nein. Sauber. Aufmachen.
Er wird natürlich wieder nicht getroffen. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Aber wir haben schon mal eine Stealth-Mission gehabt, wo wir mit dem Spider-Man spielen. Ich glaube noch nicht, oder? Das war doch die perfekte Abschlussmission für heute. Was hält man da davon? Stealth-Mission. Sneaky Peaky. Wo dann wahrscheinlich sowieso wieder 800 Wellen daherkommen, aber wir schauen mal, was wir draus deichseln können. Da hinten ist der Gerät mit Scharfschützen-Dingens. Das gefällt mir schon mal nicht. Den schalten wir mit zuerst aus der Hütte. Wird ja auch nichts passiert. Lexi, habe die Ehre. Alles fit bei dir? Ja, das war jetzt auch wieder bilderbuchhaft, ehrlich. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Jetzt chillst du mit der Knirscheibe. Wir müssen da mal gemütlich machen. Ist das dein Ernst? Okay, na, das akzeptiere ich jetzt nicht. Aber, na, also wirklich nicht. Yes, nice. Nice. Ich muss die Dämonen erledigen. Also das war jetzt hinterfotzig, also wirklich. Ach, die haben so zweit, ja, den anderen habe ich vorher nicht gesehen, okay. Also wacht. Wie der gespannt ist nicht, ist der behindert oder was? Geht doch. So, dann ist die normal auch schon kein Problem mehr. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor So. Lee sich das Antiserum schnappt. Das war jetzt einer von 2 Scharfschützen, right? Einzeln sind die Kerle einfacher zu erwischen. Oh, die haben auch wieder zu dritt. Schlaf schön. Okay. Vielleicht sollte ich mich lieber anschleichen. Ja, ich bin ja schon dabei. Chill der Knirscheiben. So, mal schauen, wo haben denn überhaupt die ganzen Gegner da hinten? Ja, die haben wieder zu zweit, das ist eh klar. Pass auf, das kriegen wir aber. Den hat's. Hat mich überrascht, was? Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegspfad. So. Wo haben jetzt noch welche? Der ist mit seiner scheiß Obi-Taschenlampen. Oh, ist wohl knapp.
Olai! Ich werde leise vorgehen. Ich sollte mich da, glaube ich, mal schnell verpissen. Wie soll ich nervös werden? Spider-Man, geh jetzt. Meine Männer regeln das. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Oh, Ende. Passt, Alexi, merci dir. So. Dann ist nur noch einer über, right? Okay. Oh Gott, ist das wahr? hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe, Spider-Man. Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Die haben so auch nicht alle, oder? Aber. Gar nicht. Beeilen und reingehen. So quer, aua. Mei, die mit ihren Jetpacks, die haben so gastig. Wenn Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Mei. Du Arschloch, du grintigst mit deiner scheiß Pumpgun. Ja, haben wir's jetzt. Dämonen und Sable erledigt. Ja gut, Seele. Zu Lee. Warum bist du so schwer? Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Ja, ja gut, Seele, wenigstens die kapiert. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Ist sie Tomb Raider eigentlich, oder was? Wir sind gut. Also Lara Croft. In dem Sinn. Okay, Lee. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. So, finde Norman. Okay. Muss mir da noch nicht einfach so einig, oder? Doch, kann ich. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne. Der Feast aufgebaut hat.
Ja, er hat auf alle Fälle eine schöne Spur hinterlassen. Jetzt geht's abwärts. Ein ins Loch. Kehr um, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit Ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Ja, war ja ein Unfall, oder nicht? Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als Ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Darkroom, nicht gut. Lees Schmerz, seine Wut, sie befeuern seine Macht. Okay. Augenblicke zuvor. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Oha! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte Sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Heute glaube ich nicht weiter wo. Osborn muss bestraft werden. Hier diese Stadt schon so lang. Führen wir Osborn Okay, der ist jetzt um 800% stärker wie vorher. Ich höre niemals auf. Wieder rein. Und nichts mehr zum Aufschleudern? Das sind nicht Sie! Das hier bin ich. Genau das. Uncool. Aber. Verbrechen gehen auf dein Konto.
Au. Doppel-Au. Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein, Osborn muss leiden! Was? Okay, die sind der Nummer zu groß. Ey, ja. Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Oh. Das alles wird bald vorbei sein. Das will ich hoffen. Ein echt großer Dämon. Großer Dämon. Lol, man kann sogar seine Scheren... Oh, Brudi, jetzt eskaliert's aber gerade ein wenig. Mein Wille ist stärker als deiner. Das werden wir ja sehen. Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Ich sag, das ist ein Dämon. Alter, wie viel Hand denn das? Oh, das war der Switch in Music. Immer positiv bleiben, ja toll. Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Ich glaube, dass da einer stirbt. Oh, oder auch nicht. Nutzlos. Kämpfen wir jetzt noch gegen ihn auch, oder was? Au!
Otto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Der Spider-Man bliert? Hey. Hey. Wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Fiest. Ja. Intens. Oh, ich glaube, dass jetzt revealed wird, wer das Spidey eigentlich ist. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauche Masken, Handschuhe, alles, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Don't you dare. Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Achso, jetzt ist auf einmal Wunderheilung, oder was? Ey, man muss ja zubeißen, ist ja klar. Achso. Okay, Mary Jane wird scheinbar nicht wissen von der Ding. Von der gemanipulierten Spinne. Okay. Nein. Das ist es nicht. Vielleicht diese hier? Nein. Mit der Malzbissen. Okay. Gut. Wie dem auch sei. Philipp, was sind wir? Passt genau. Ist genau die Zeit, wo ich halt maximal machen wollte. Da machen wir an der Stelle nochmal einen Cut. Und schauen wir uns das beim nächsten Mal an, wie es da weitergeht.
Ich glaube, also ich kann es nicht einschätzen, aber ich schätze mal, dass jetzt dann der nächste Stream wird, schätze ich mal, der letzte Spider-Man-Stream sein. Weil jetzt kann ja eigentlich nur noch das mit Octavius kommen. Wir haben ja alle anderen Schurken ja zerdödelt, im Endeffekt. Also müsste es jetzt eigentlich so sein, dass ja nur noch der Octavius überbleibt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann darf man eigentlich am Wochenende mit dem Spiel fertig werden. Pünktlich, also mehr als pünktlich fertig werden. So, jetzt machen wir da erst einmal leise. So. Schauen wir mal. Morgen haben wir sowieso erst einmal eine ganz andere Mission. Das sagen wir da schnell zu. Freunde, morgen schauen wir uns das an. Morgen geht's los. Genau gesagt, eigentlich in 4 Stunden und 45 Minuten, aber das werde ich unterlassen. Ja. Also für uns, morgen um die Zeit haben wir schon mittendrin 2 Stunden. Morgen um die Zeit wird man mir God of War Ragnarök anfangen. Und ich bin fucking hyped auf das Spiel. Ich hoffe ja. Ja, also morgen 17 Uhr. Morgen 17 Uhr God of War Ragnarök. Das von mir am meist erwartetste Spiel 2022. Ja, ich bin unfassbar gespannt darauf, wie das wird. Schauen wir mal, wie die Story um Kratos und seinen Burm weitergeht. Schauen wir mal. Wird schon werden. Genau. Spider-Man wird man dann wahrscheinlich... Ja, da wird man am Wochenende noch mal einen Stream einzwicken müssen, weil ich möchte Spider-Man schon durchbringen. Und ansonsten... muss ich mal schauen, Resi 8 funktioniert ja jetzt mittlerweile. Also zumindest hat es vor 2 Tagen. Das Resi 8 DLC mehr hätte ich noch einzwicken, wenn wir mit Spider-Man durch haben, dass wir das auch noch irgendwie unterbringen. Und dann haben wir, glaube ich, alles irgendwie so weit hingebracht, dass content-technisch passt. Und ich werde mir tot anschauen müssen. Was? Du weißt ja, du bist ja auch schon Feuer und Flamme drauf. Aber gut, na klar, du kannst ja natürlich auch die VOD anschauen. Das ist aber sowieso klar. VOD anschauen auf Twitch oder dann auch auf YouTube. Wie es dir lieber ist, das sagst dann eh. Und ja, auf alle Fälle freue ich mich drauf. Ja, aber ich werde um 5 Uhr noch nicht daheim sein. Ach so, ja, schaust du halt einmal, das wird schon werden. Wenn du halt da bist, schneidest du dir meiner und wenn es ist, kann er ja, wenn es irgendwie ausgeht, wieder eine kleine Zusammenfassung sagen, was passiert ist, je nachdem, wann du daherkommst. Ja, aber wie gesagt, die VOD wird einen Tag später auf YouTube aufgeladen und halt auf Twitch bleibt sie sowieso erst mit 2 Monaten gespeichert. Von daher alles Gucci. Das kriegen wir schon. So. Schauen wir mal. Lassen wir mal was schauen. Oh, heute haben einige live. Schnauze. Ich glaube, dass wir heute... Oh, wisst ihr, wo wir heute mal hingehen? Dann gehen wir mal zu der Biene. Zu der Brausebiene. Die haben wir, glaube ich, schon über ein Jahr nicht mehr geradet. Ich glaube, dass wir heute da mal hingehen. Das spielt L9 oder wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Ich glaube, bei der Biene grätschen wir heute mal ein. Was sagt's denn da dazu? Die haben wir wirklich schon ganz lange nicht mehr geradet. Oder haben wir noch mehrere? Nein, wir haben nicht mehr mehrere. Okay. Gehen wir mal wieder zu der Biene. Die freut sich bestimmt. LA ist schwarz. So, okay. Gut, Freunde, merci dir. Wahrscheinlich merci dir. Merci euch fürs Zuschauen. Ja. Spider-Man wird man auf dem Finale, werden wir jetzt schon Richtung Finale gehen. Ich denke jetzt mal, dauert nicht mehr allzu lang. Morgen God of War, 17 Uhr, habe ich gesagt. Discord-Server ist im Chat, wer noch nicht drauf ist. Danke an alle Neuer, die dazugekommen haben oder vielleicht gerade noch im Chat sitzen. Ich weiß es nicht. Gerne mal auf den Daumen drücken, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja, das darf mir schwer helfen. Haben wir kurz vor die 200 Follower. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und ja, dann sehen wir sie morgen um 17 Uhr bei God of War wieder. Viel Spaß bei der Biene. Ein bisschen eskalieren. Ja, Liebe da lassen, wer Biene noch nicht kennt, ist eine sehr sympathische Streamerin. Ich schaue leider sauber selten bei ihr ein. Ja, ich komme selber kaum zu Epse auf Twitch. Aber deswegen,
ist glaube ich, eine gute Idee, wenn wir heute zur Biene gehen. Okay? Merci, einen ganz schönen Dienstagabend. Ja, wir hören Sie morgen. Und viert euch. Macht's einen ganz schönen Abend.